Salut zusammen und herzlich willkommen zur 42. Folge von Swissin von Doof aus Switzerland. Heute mit der grössten Schweizer YouTuberin überhaupt. Oder auch der kleinste. Manu hat auf ihrem Kanal fast 70'000 Abonnenten. Gerade der erste Link in der Videobeschreibung. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, vor allem wenn ihr Mädchen sind. Die Schweizer Polizei darf aber jetzt viel härter durchgreifen, wenn es zu potenziellen Terrorattentaten, Amokläufen oder Geiselnahmen kommt. So sind die Rechte der Schweizer Polizisten sozusagen erweitert worden. Das heisst weniger Verhandlungsspielraum mit Terroristen oder mit Geiselnehmern, sondern einfach mal gerade abknallen. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu drastisch dargestellt gewesen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Die Gegner von dem Ganzen kritisieren, dass es dadurch möglicherweise ausarten könnte. Das heisst, dass wie in Amerika beispielsweise Polizisten einfach mal schnell jemanden abknallen, bevor irgendwie überhaupt abgeklärt worden ist, ob das vielleicht auch ein Unschuldiger ist. Allerdings heisst es eigentlich mehr oder weniger nur, dass Polizisten einfach weniger verhandeln und schneller schießen dürfen, aber das heisst nicht, dass sie gerade reinschießen dürfen. Ich persönlich würde den Schweizer Polizisten durchaus zutrauen, dass sie mit dieser Verantwortung auch verantwortungsvoll umgehen können. Aber jetzt ist die Frage, was meint ihr? Ist das eine gute Maßnahme oder gehen wir dann so in Richtung Donald Trump America, everybody has got a gun? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Am Anfang des Jahres hat der Rapper NC Abazi für einen Skandal gesorgt. Er hat ein Musikvideo mit einer Hinrichtung im Stil vom IS veröffentlicht. Nur dass in diesem Video berühmte SVP-Politiker wie Lukas Reimann und Oskar Freisinger hingerichtet werden. Im Song heißt es zum Beispiel: Ich sage es öffentlich, falls ich mal den Köppel treffe, will ich wissen, wie es klingt, wenn ein Knöchel bricht. Gerade so brutal. Jetzt hat ihn der Lukas Reimann aber angezeigt. Und der Rapper muss sich jetzt vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Er selber nimmt das aber mega chillig und bezeichnet den Reimann als Milchgesicht und verspricht, dass der nächste Song sogar noch deftiger wird. Der Lukas Reimann findet jetzt aber, dass die Justiz mit harter Hand durchgreifen muss. Ich finde jetzt persönlich, der Rapper oder was auch immer ist ein bisschen, der hat einfach einen an der Latte. Aber ich würde gerne von euch wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Der Islamische Zentralrat Schweiz ist ja schon mal in der Kritik gestanden, weil er einen Film veröffentlicht hat, der vielen ein bisschen zu sehr in Richtung Propaganda für IS gegangen ist. Es ist bis heute umstritten, ob das wirklich ein Propagandafilm war oder ob das eigentlich einfach ein ganz normaler Film dafür war. Ich lasse es mal einfach stehen. Aber dafür schauen wir jetzt einen anderen Film vom IZRS an. So veröffentlicht der IZRS jetzt einen weiteren Film, in dem man Ausschnitte aus Syrien sieht. Und in diesem Film soll dann eben auch ein Interview mit einem Dschihadist vorkommen. Laut verschiedenen Quellen hat er sogar Verbindungen zu Al-Qaida. Und dann fragt man sich natürlich, warum zeigen die ein Interview mit so jemandem? Was natürlich ganz wichtig ist, dass man klarstellt, dass der Islamische Zentralrat Schweiz nicht stellvertretend für alle Schweizer Muslim ist. Und mir würde es ganz spezifisch, falls du ein Muslim bist, wundern, wie stehst du zu dem Ganzen? Was ist deine Meinung dazu? Und auch euch andere, die nicht Muslim sind, was meint ihr dazu? Findet ihr, so etwas sollte man in der Schweiz zensieren, das darf nicht veröffentlicht werden? Oder findet ihr, nein, lasst ihn machen, was er möchte, der darf hier seine Videos drehen und so weiter und so fort? Eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Der Bundesrat hat beschlossen, dass in jedem Verwaltungsrat von der Schweiz mindestens 30% Frauen sein müssen. Er redet aber in dieser Hinsicht nicht von einer Quote, sondern von einem Richtwert. Andere finden, dass es aber auch bei scheiß Jobs, jetzt auf Deutsch gesagt, eine Frauenquote geben muss, wie zum Beispiel bei der Müllabfuhr. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Ab in die Kommentare damit. Das war es mit dieser 42. Folge von Swissin von Doof aus Switzerland. Wenn ihr sehen wollt, wenn ich den Manuel Haar färbe, dann schaut auf jeden Fall bei ihrem Kanal vorbei. Und ansonsten, tschüss!